Ach ja, immer diese Familienprobleme, wa? Willkommen zurück hier zu The Witcher 3, Hearts of Stone und ja, das ist jetzt die Frage, halten wir jetzt zu Horst oder unserem alten Auftraggeber Ewald? Ich meine, Horst, ja, ist ein Horst, war also von dem man nicht gerade der sympathischste, andererseits traue ich Ewald auch nicht wirklich und aber jetzt hier, bis für mich kleidet dich in Gold. Klingt verlockend, Horst, ja, aber wer sagt, dass er wirklich tut? Sagt ja keiner. Und trotz allem, also ja, vom letzten Part wissen wir, der Vater von beiden hat es Ewald verehrt, alles, aber Ewald hat es irgendwie verspielt und so, verhurt, wie auch immer, und hat es dem Horst irgendwie abgenommen. Aber trotzdem Diebstahl, wenn du so willst, und ja, da ist jetzt, es ist schwierig, eine schwierige Frage. Andererseits, es ist ja keine Sidequest, so, es ist eine Hauptquest und so, wir müssen ja an das Haus kommen. Deswegen, tja. Ich versuch's mal, ja. Ich versuch's mal. Von zwei Übeln bist du mir das Liebere, Horst. Was? Du wagst es? Ich sagte, ich kann es nicht leiden, hinters Licht geführt zu werden. Hättest es ernst nehmen sollen. Ich dachte, wir hätten ihn nie angestellt. Armer kleiner Zwerg, armer kleiner Zwerg. Ich räche dich. Für den König. Schau, sogar deine Komplizen wenden sich ab. Doch ich nicht. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Ich will dir vergeben. Ach, wirklich? Unter einer Bedingung. Du erkennst mich als Oberhaupt an und verneigst dich vor mir. Das hätte klappen können, aber ich kenne dich. Oh ja, Ewald. Wie Falschgeld, das immer wieder auftaucht. Wascht ihn und kleidet ihn zum Begräbnis an. Präsentabel. Er wird mir keine Schande mehr machen. Für den König. Endlich. Ich hasse offene Rechnungen. Dann reden wir jetzt über meine Belohnung. Ich sagte ja. Nimm, was du willst. Und ich sagte... Natürlich. Der Hexer. dass ich Max Borsodys Haus will, was immer es ist. Du verstehst nicht. Die Dokumente, das Testament darin. Nichts darf in Olgierds Hände gelangen. Zu keinem Preis. Zu keinem? Sicher. Ja, Hexer. Ich sterbe eher, als dass ich dir die Papiere gebe.
Ja, toll. Hätten wir ganz so was anderes entscheiden können. Bewundernswert tapfer. Aber lass uns doch etwas klären. Was denn? Es ist klar, ich gebe dir das Haus nicht. Nein, du gibst mir den Inhalt nicht. Den brauche ich auch nicht. Nur die Truhe. Verstehe. Der Wolf ist satt. Und das Schaf lebt noch. Der Wolf ist verdammt erschöpft. Also her mit der Scheißkiste und bring uns hier raus. Nichts lieber als das, glaub mir. Hier lang. Raus, Hexer. Und komm nie wieder. Das hatte ich auch nicht vor. Was mitnehmen oder so? Nö. Tja, so viel dazu, wir haben uns also für... Also die Frage war für den richtigen oder für den falschen Bossode entschieden, ich habe keine Ahnung. Und wo zum Henker soll man ausrüsten? Ah, ist wieder da, geil. Was eigentlich genau dafür Neumondrüstung ist, das war. Sieht ja eigentlich auch schick aus, kann man das so in die Truhe ablegen, war. Ja, klingt vernünftig. Sonst haben wir alles. Gut. Wo kommen wir jetzt hier raus? Angeblich ja irgendwo unterhalb von Ochsenfurt. Wo genau, wa? Das ist hier die Frage. Ja, wo bin ich jetzt hier? Der Horst Bossody und sein Bruder, der ist tot. Ja, endgültig. Der hat's hinter sich. Und hier sind wir auch schon bei Olgierd. Ja, okay, übrigens jetzt schon. Können wir die Quest noch aktivieren. In der nächsten Folge würde ich sogar sagen, machen wir erst das von wegen, in dieser epischen Szene wegen Olgierd, also wegen seiner Unsterblichkeit, wenn wir das entdecken. Ja, und den Rest vom Part, oder? Machen ein bisschen Erkundungen und so weiter in der ganzen Welt. Hilfe. Mann, Alter. So. Was kostet ein Hering? 1 Krone. Da warte ich, bis sie billiger sind. Hier kann man einiges erleben. Nur keine Langeweile. Okay. Was ist denn? Ein bisschen aus dem Margarita, aber naja. Hier ist die Flasche nicht. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Besser. Also, was hast du für mich? Max Borsodys Haus, wie verlangt. Die Papiere. Wo sind sie? Habe ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus, du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Der ist nicht schlecht. Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag, Olgierd, dessen Bedingungen ich erfüllt habe. Komplett. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl.
Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Sein Bruder Ewald war schlimmer. Wahr? Horst hat ihn getötet, eigenhändig. Ein Fortschritt. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Valentine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsody wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren. Ich wollte nur eins. Rache. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Also, ne, hat er gerade erklärt. Ich habe- Entschuldigung, ich dachte, er hätte was übersehen. Diese Papiere, Wie edel von... die Bedürftigen... Ich wollte nur... Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsody kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter. Das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Ich schätze mal, wir wissen, wen er um Hilfe gebeten hat. Und dann... Ah, was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Na los, nicht so trödeln! So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an.
Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essenfassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wiederkämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dargelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Interessante Auffassung. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Ach du Scheiße, ja, es klingt ja ziemlich bedrückt, pessimistisch und naja. Ja, wir kennen jetzt eine Geschichte von dem, muss ich nicht mehr erzählen, aber er hat schon einiges erlebt und natürlich die Unsterblichkeit, die jetzt dazukommt. Die einen würden sagen, ja, Unsterblichkeit, da ist ein Segen, für ihn ist, glaube ich, eher mittlerweile ein Fluch. Ich habe dir 2 Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Oh, sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Natürlich. Ich habe keine Lust auf intime Gespräche. Ich soll etwas für dich tun. Sag mir, was es ist. Ganz der Profi, was? Ich sag dir, was ich glaube. Du spielst den kalten Schlächter nur. In Wahrheit suchst du immer stärkere Sinneseindrücke, wie ich. Du willst dir beweisen, dass du noch etwas fühlst, dass du noch menschliche Reste in dir hast. Ich wäre ein guter Hexer. Leider weiß ich den Weg nach Kaer Morhen nicht und bezweifle, dass ihr mir ein Medaillon geben würdet. Schluss mit dem Scheiß, Olgierd. Dritter Wunsch, ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut, hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Völl. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Tja, es wird immer einfacher. Geh mir aus dem Weg. Na, versuche ich ja gerade. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir von Everett anwesend, das bereits am 8. diesen Part. Ja, denke schon, ja. Schnauze. Hallo. Was?
So, der Hexenschlechter kann weg, das Holzschwert auch, die ophirische Rüstung bleibt, den Rest behalten wir mal auch noch, dann kann der noch weg. No, nehm nicht weg. So. Jetzt aber kann er immer noch nicht. Wir sind fast auf Stufe 38. Ja gut, das war's mal noch ganz kurz. Bis dann. Weil ich habe das Gefühl, dass wir dort wieder diesem Gauntodim begegnen werden. Also von dem her eine gute Einleitung und Überleitung natürlich dann für die nächste Folge, wo es wieder, wie gesagt, jetzt um Sterblichkeit geht. Also vermutlich halt epische Szene und noch ein bisschen umgucken. Und dann kann man, glaube ich, langsam sich mal zum Ende von Hearts of Stone, weil die Hauptstory soll nur etwa 10 Stunden betragen. Das haben wir auch schon etwa, also, ja, Folge 20 ungefähr, war. Könnte hinkommen. Ich habe überlegt, 20 Folgen, okay, durchschnittlich 20 Minuten, na gut, mittlerweile eher 30. Kommt schon einiges zusammen. Ja, lassen wir gerade im Grab drin, wa? Eine Blume aus Vergangenheit als Ciri jetzt kann ich gut gebrauchen. Ist da jemand? Völlig verrostet und überwuchert. Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Oh, Götter, hast du mich erschrocken? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitele, was mache ich hier bloß? Ja, ist es nicht der Typ von vorhin, vom Fass? Gute Frage. Was machst du hier? Also, Kendrick und ich, wir dachten, das Haus steht seit Jahren leer. Es ist doch schade um all die schönen Sachen. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da habe ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen, wirklich. Ja, sehr schick. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Ich glaube fast, da ist eine geringste Sorge, Geralt. Frischer Dung. Na, ich glaube, wir müssen das wegen Olgierd und Stellbarkeit dann noch auf die übernächste Folge legen, weil das dauert hier, glaube ich, ein bisschen länger. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Die wilde Jagd vielleicht? Nee. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Frage ich mich auch. Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche? Gut möglich, wa? No, mir gefällt das nicht, Leute.
Ja. Sehr aussagekräftig. Naja. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Zischab-Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Oh oh. Schwarze Katze von rechts. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Verdammt. Was denn das? Ein Pedel. Das haben wir jetzt gar nicht, noch nie gehört. Mondstaub, Flieg und Sieg. Was mach ich hier? Alter, Mondstaub einsetzen. Wir erstmal mit Samon, ich hol dann gerade einen Drachen. Ah, Kateshi ist hier. Was denkt war das gerade? Wow! Okay, bringt nicht viel. Schön. Man weiß ja nie. Wer bist du? Treffen ist der Kunstkumpel. Axi! Bringt nix! Boah! Alter, mein Schild ist im Arsch. Na, warte, Kumpel. Jetzt bist du am Arsch. Aber sowas von. Er mag's nicht, wa? Warte, nix weg! Oh, der Pedel! Komm her, du scheiß Pendel, ey. Axel bringt echt nix. Nö, keine vergessen, bringt nix. Wir sind ihr, der muss sein. Macht er immer? Was? Was bringt ihm das? Eine neue Piste beschworen oder was? Wie ruft er ja plötzlich? Wow! Also vielleicht ist gerade ein Bug oder so, aber müsste eigentlich auf mich losgehen, wa? So, jetzt reicht's aber. Was sind das irgendwie? Von Everex oder was? Wow. Das muss wohl einer der Bosskämpfe sein, wo die Fans gesagt haben, er sei ziemlich hart und deswegen, naja. Muss ein bisschen abgestuft. Boah, ey. Bauer.
Gut, ein strategischer. Also Konter geht sicher nicht bei dem Viech, da können wir uns einig sein. Da kann man auch nichts sehen. Der Halsremmer wieder, der Arsch. Was war denn Geist killt? Was ist denn das irgendwie? Das sehen Sie mal persönlich oder was? Das alles nicht, muss ich drauf. Oh, so das sauer. Ich sehe nichts mehr. Wow. So, Problem gelöst. Alter, was war das für ein Viech? Ich sehe den Pedel für den Arsch. Was zum Teufel war das? Fangen wir auch. Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Schön. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Alter, die Stimme, hey. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everec? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everec da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Scheint so. Was zum Henker war das? Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Ist klar. Spaten des Pedells. Alter, schwer. Das war echt ein epischer Bosskampf, obwohl er meiner Ansicht nach ein bisschen zu stark war. Aber naja. Nach der Erscheinung in Nähe. So, das Relikt war so ein Pedel. Der Pedel. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophenweisheit sich träumen lässt. Bartholomew der Reis. In ihren Haus an dem Versuch, Kontakt mit Kreaturen einer anderen Ebene aufzunehmen. Hä? Ist ein Pedel ein Dämon oder was? Weil, gerade ist das Buch schon wieder. Zeit des Sturms oder so. Kam mir das wegen Dämonen beschwören so vor? Also sprich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Goethe halt. Naja, aber sonst nichts weiter, wa? Ja, fangen zu lernen. Und irgendwie konnte er eben auch diese Geister, das sah für mich halt so aus, wenn das irgendwie die Verstorbenen hier vom Haus von Everec, kann diesen irgendwie auch killen und dadurch so wieder regenerieren. Also irgendwie ganz krass. Okay Leute, in diesem Sinne, wieder mal danke fürs Zusehen hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Es war richtig episch. Im nächsten Part dann können wir langsam mal das Ding hier anziehen, wa? Also es sieht schon ein bisschen bekloppt aus, muss ich auch mal so sagen, aber wir können es mal testen.
So für, naja, zwischendurch halt war. Gerald von O4 sagt, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Episode. Ciao zusammen.